Guten Morgen, auch von meiner Seite. Hey, es ist eine ganz spezielle Erfahrung, da so in den Raum raus zu predigen oder zu euch in die Stube rein zu predigen. Aber ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, dass du Teil bist von dieser Kirche, auch wenn es auf dem Sofa ist, weil Kirche ist nicht das Gebäude. Kirche, das sind Menschen wie du und ich, wir alle zusammen. Wir sind Kirche. Und so feiern wir den Gottesdienst heute zusammen. Wir gehen heute in den dritten Teil von dieser Serie Peace of God, wo wir ein bisschen tiefer in den Philipperbrief eintauchen. Ich möchte euch kurz auf einen Rückblick mitnehmen von den letzten 2 Sündigen. Im ersten Teil hat uns Johannes Wirth aufgezeigt, wie es Parallelen gibt zwischen der Situation, wo der Paulus drin war, wo der Brief geschrieben hat, und der Philipper und unserer Zeit, wo wir heute haben. Der Paulus, der hat den Brief aus der Gefangenschaft geschrieben, also quasi aus der Isolation heraus. Und das Spezielle daran ist, dass, obwohl seine Lebensumstände schwierig waren in dieser Situation, dass ein sehr positiver, ein freudiger Brief ist, wo er schreibt, wo so eine gute Grundhaltung drin hat, obwohl seine Umstände schwierig sind. Der Hannes hat uns dann auch motiviert, gerade in dieser vielleicht auch für dich nicht ganz einfachen Situation, Gott wirklich auch persönlich zu suchen. Selber in deiner Bibel zu lesen und nicht einfach nur Sachen irgendwo reinziehen, die von irgendwoher schon vorgekommen sind, über irgendwelche Podcasts oder etwas, sondern wirklich Gott selber zu suchen. Und ich möchte das wie einfach nochmal betonen, weil mir ist das mega wichtig. Hey, pflege deine Beziehung mit Gott selber. Such Gott ganz persönlich und lies deine Bibel, schlage sie auf. Wie auch immer, ob das eine Hörbibel ist, ob du das mit einer App machst, ob es Papier ist oder vielleicht bist du auch jemand, der sagt, hey, ich brauche einen Bibelleseplan, der mir hilft, in dem zum Dranbleiben, vielleicht sonst eine Hilfe. Aber hey, lies deine Bibel, dock direkt bei Gott an, hol dir deine Nahrung bei ihm. Es ist der Ort, wo du das überkommst, der beste Ort, um die Nahrung zu bekommen. Nur dort, bei Gott selber, kommt deine Seele zur Ruhe. Im zweiten Teil dieser Serie sind wir mit dem Dani Weber so ganz tief in die Schlüsselstelle vom Philipper eingegangen. Das ist Philipper 4, Verse 6 und 7 eine ganze Predigt über die 2 Verse. Und die sind so ein Stück weit wie eine Anleitung, die uns lehrt, wie wir den Frieden Gottes erleben können, eben trotz schwieriger Zeiten, in Nöten, in einer gewissen Situation von der Ungewissheit. Ich gehe ganz kurz, weil die Predigt ein Stück weit die Basis ist für die heutige Predigt, darauf ein, auf die wichtigsten Schritte. Wir haben es dort vom Bitten und Flehen, wie wir unsere Sorgen sollen in Bitten und in Gebet umwandeln. Wie wir mit ihnen sollen dort hingehen, wo wir Hilfe bekommen. Ein Stück weit müssen wir für das anerkennen, dass wir es selber nicht in den Griff haben, dass wir Hilfe brauchen und dann aber eben dort hingehen, wo wir Hilfe auch wirklich erwarten davon, zu Gott. Dann haben wir es vom Danken, weil Bitten und Danken ein Stück weit immer zusammengehören. Danken verändert unseren Fokus. Es nimmt den Fokus weg von dem, was schwierig ist, von dem, was herausfordernd ist und lenkt es aufs Gute oder eben auf dort an, wo das Gute herkommt, auf Gott. Und das Resultat, so wie wir es gehört haben, ist, dass, wenn wir das machen, dass der Frieden von Gottes in unser Herz einziehen kann. Dass deine Seele zur Ruhe kommen kann. Es ist ein Frieden, wo sogar der Verstand kann übersteigen kann, der einfach grösser ist und wo uns das Herz und unsere Gedanken kann bewahren, egal wie schwierig die Situation ist. Und ich weiss, dass viele von uns den übernatürlichen Frieden schon erlebt haben in ihrem Leben. In Situationen, wo man menschlich gesehen muss sagen, hey, da kannst du doch einfach nicht einen Frieden haben. Wodurch der übernatürliche Frieden in ihr Leben eingezogen ist und sie bewahrt hat vor Angst, ihr Herz und ihre Gedanken bewahrt hat, auch vor einem Bitterwerden oder von einer Abwärtsspirale. Und wir möchten heute weiterfahren, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben, weil gerade kurz nach dieser Stelle kommt eine von meinen Lieblingsbibelstellen. Das ist der Philipper 4,13. Schlag doch deine Bibel auf, wenn du sie dabei hast. Vielleicht hast du sie auf dem Handy
Und wenn du auf unserem Livestream-Portal bist, hast du vielleicht auch schon gemerkt, dort hat es neben dem Chat noch so einen Button Bible. Da kannst du auch draufklicken, dann geht gerade die Bibel auf, dann kannst du neben dem Livestream direkt die Bibel lesen. Vielleicht hast du das Buch dabei, das wäre auch sehr ein guter Move. Dann hast du nämlich Bildschirm vor dir, Bibel direkt auf deinem Schoß. Das wäre eine großartige Sache. Philipper 4,13. Dort steht: Nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Hey, so eine starke Aussage, oder? Hey, nichts ist mir unmöglich. Und das ist lange Zeit einer meiner Lieblingsverse, das ist es immer noch ein Stück weit. Aber es war so mein Superman-Vers. Und ich habe das Superman-T-Shirt auslehnen vom Elias. Das war mein Superman-Vers, so à la, hey, nichts ist mir unmöglich. Ich kann alles, wie der Superman. Ich brauche nur Jesus und dann alles geht. So quasi, und ich habe gemerkt, oder, der Zusammenhang, wo der Vers oft kommt, ist so eine Art wie ein christlicher Motivationstag. Du schaffst das, egal was es ist. Du brauchst nur Jesus und dann ist alles gut. Und dann musste ich leider feststellen, dass das nicht ganz so stimmt. Es ist leider nicht einfach alles möglich, nur weil ich an Jesus glaube, nur weil Jesus mit bei mir ist. Und ich nehme an, dass ein paar von euch das auch schon haben feststellen mussten, wie ich glaube, unser Leben würde ein bisschen anders aussehen, wenn es so einfach wäre. Und auch beim Paulus, oder, merken wir, dass es so war. Ich meine, der Paulus, der macht die Aussage ja in einem gewissen Kontext. Und vielleicht erinnert ihr euch, der Paulus ist im Gefängnis, wo er das schreibt. Und das war sicher nicht gerade sein Plan. Er war isoliert, unter Hausarrest. Wahrscheinlich war er 24 Stunden am Tag an einen Wächter angebunden, so war das dort. Ich habe ein Bild mitgebracht. Eine Situation, die ein bisschen, könnte man fast sagen, Ähnlichkeiten hat mit uns. Wir sind auch ein bisschen isoliert. Ich habe jetzt das genannt, #StayAtHome Paulus. Er war daheim und das Bild, ich glaube, das tut sich ein bisschen schöner darstellen, als das wirklich ausgesehen hat. Ich glaube nicht, dass er es daheim hatte, wo er so schön über die Stadt gesehen hat. Aber er war in einer schwierigen Situation. Er konnte auch nicht arbeiten, wirklich. Also dem nachgehen. Er konnte nicht zu den Leuten gehen, predigen und sie unterstützen. Kennen vielleicht auch ein paar, dass du im Moment nicht ganz kannst deiner Arbeit nachgehen kannst. #Lockdown Paulus. Also, wenn er hätte können, wenn es so einfach gewesen wäre mit dem Vers, dann wäre er sicher nicht mehr in Gefangenschaft gewesen, oder? Und ich glaube, das Problem ist, dass der Vers sehr oft so ein bisschen isoliert für sich selber betrachtet wird und nicht im ganzen Kontext angeschaut wird. Aber der Vers ist ja in ein Kapitel eingebettet. Wir haben ein paar Vers vorher schon kennengelernt. Es ist eingebettet in das hinein. Und wir dürfen, oder es ist eben grundsätzlich immer eine schlechte Idee, wenn wir einen Vers einfach völlig losgelöst von den Versen, die vorher und nachher kommen, anschauen und interpretieren. Und darum habe ich mich dann gefragt, okay, wie meint denn der Paulus diese Aussage? Weil so, wie ich das ursprünglich mal verstanden habe, kann es in dem Fall nicht gemeint sein. Und vor allem habe ich mich gefragt, ja, was hat denn der Vers für eine Bedeutung für uns heute? Und mein Wunsch ist, dass wir das heute entdecken können. Weil dahinter steckt wirklich eine grossartige Wahrheit, die mega viel mit unserer Situation heute zu tun hat und wo ich glaube, das kann dir helfen, weit über die Zeit aus. Sondern mein Wunsch ist wirklich, dass wir da drin eine Wahrheit entdecken, die nicht nur für jetzt gilt, sondern auch, wenn vielleicht die Krise vorbei ist, die immer noch gültig ist, die auch dann gültig ist und die uns eben auch dann hilft. Jetzt, um das zu entdecken, schauen wir den ganzen Text an und lesen vom Philipper 4, Vers 10 bis 13. Also wir nehmen die Verse, die vorher sind, dazu. Ich lese es euch vor und ihr habt es auf der Seite eingeblendet. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts
ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Wenn nochmal schnell auf den Kontext von dem Vers eingehen, ein bisschen der größere Kontext, auch vom Philipperbrief. Wir wissen, Paulus war im Gefängnis, keine einfache Situation für ihn. Und wir sehen, wie er diese Situation genutzt hat, um in dieser Gefangenschaft verschiedene Briefe zu schreiben. Es gibt an die Epheser ist so ein Gefangenschaftsbrief, Philipper, Kolosser und an Philemon sind alles Briefe, die er aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Zu den Philipper wissen wir, dass er anscheinend sehr eine gute Beziehung zu ihnen hat. Er schreibt im ersten Kapitel, dass er sich sehnt nach ihnen, sie endlich wieder zu sehen. Er sagt, er hat sie ins Herz geschlossen und er denkt jedes Mal mit Freude an sie, wenn er für sie betet. Wir wissen auch, dass die Philipper höchst sehr wahrscheinlich auch in einer herausfordernden Situation sind. Wahrscheinlich sind sie verfolgt worden. Das war also auch nicht gerade eine gute Situation für sie. Und trotzdem haben die Philipper den Paulus anscheinend schon öfters finanziell unterstützt. Obwohl, und auch das lesen wir im 2. Korinther steht, dass sie selber sehr viel Armut hatten und sie jetzt auch nicht einfach gerade im Überfluss hatten. Das ist so die Situation. Und Paulus hat anscheinend wieder etwas von ihnen bekommen. Und in dieser Situation bedankt sich Paulus bei ihnen von Herzen für die Unterstützung, die sie ihm gegeben haben. Und nachdem sie das anscheinend eine längere Zeit nicht haben können machen. Und er freut sich über das, er möchte aber nicht, dass sie denken, dass er sich nur freut, weil sie ihn unterstützt haben. Und erklärt sich darum und sagt, hey, es ist mir nicht um das gegangen, weil ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken müssen und so weiter. Ich lese gleich den ganzen Text nochmal, dass man einfach präsent haben. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Ich möchte so ein paar Beobachtungen aus dem heraus und ein paar Verknüpfungen mit unserer Zeit von dem Text aus machen. Das Erste, das sofort ins Auge sticht, ist, dass Paulus seine Zufriedenheit anscheinend nicht abhängig davon ist, von seinen äußeren Umständen. Er ist im Gefängnis und selbst aus dieser Isolation heraus kann er sagen, ich bin zufrieden. Mir geht es gut. Und im nächsten Vers, im Vers 12, tut er das verdeutlichen, oder? Wenn er sagt, hey, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss vorhanden ist. Also er sagt, hey, nicht nur Mangel ist für mich okay, ich kenne beides. Ich kenne Zeiten vom Überfluss, ich kenne auch Zeiten vom Mangel, von der Entbehrung, von der Einschränkung. Und da drängt sich der Vergleich zu uns heute ja schon ein bisschen auf, oder? Ich glaube, wir alle sind uns bis vor kurzem eigentlich gewöhnt gewesen, dass alles im Überfluss vorhanden war. Und wir haben uns, glaube ich, wirklich gut daran gewöhnt und sind uns vielleicht nicht einmal bewusst gewesen, was jetzt davon eigentlich selbstverständlich ist oder nicht, und haben vieles wie so ein bisschen als einfach gegeben angeschaut. Und vielleicht ist aktuell das erste Mal eine Zeit, wo du persönlich erlebst, wie es ist, wenn nicht mehr alles im Überfluss vorhanden ist. Wenn du plötzlich nicht mehr kannst zwischen x verschiedenen Restaurants auswählen, wo ihr zusammen gehen essen. Wenn plötzlich in dem Einkaufszentrum die Non-Food-Artikel weggesperrt sind, abgesperrt, wenn Toilettenpapier plötzlich zum Mangelware wird, wer hätte sich das jemals gedacht? Und wenn Online-Shops plötzlich wochenlange Lieferfristen haben und nicht mehr nachkommen. Oder wenn plötzlich nicht mehr 1000 Freizeitmöglichkeiten offen sind, wo man sich mit den Kindern irgendetwas aussuchen kann, wo man hingeht. Oder wenn du dich plötzlich nicht mehr einfach so mit deinen Liebsten treffen kannst und Großeltern oder auch Enkel eben plötzlich nur noch per Telefon oder irgendeinem Videochat verfügbar sind. Oder auch, wenn du plötzlich eine Situation hast, wo du deine Kinder homeschoolen musst, den Haushalt machen und irgendwo ein Homeoffice nebenbei machen und irgendwie einfach alles zusammenkommt. Wir erleben aktuell, wie es sein kann, wenn Sachen, die wir als selbstverständlich angeschaut haben, plötzlich weg sind und wir uns ein Stück weit einschränken müssen. Die einen ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Für die einen ist das vielleicht sehr einschneidend, für die anderen ist es jetzt einfach mal ein
eine spezielle Situation. Der Paulus, lustigerweise in dem Vers 12, bringt er das zweimal, wo er so einen Vergleich bringt. Und er doppelt nachher wie nochmal nach und sagt, hey, mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen müssen zu ertragen. Und gerade das Sattsein und das Hungern, ich glaube, das ist in seinem Fall sicher auch wortwörtlich gemeint. Das ist etwas, was er wahrscheinlich öfters erleben musste. Wir sind von dem zum Glück meilenweit weg, oder? Wir können immer noch einkaufen. Es hat genug für alle, auch wenn das die einen, glaube ich, nicht alle begriffen haben. Aber es hat genug. Wir müssen nicht wirklich hungern. Aber auch unser Leben ist vielleicht aktuell oder vielleicht in den nächsten Monaten nicht mehr gleich gesättigt, wie wir es uns gewöhnt sind. Vielleicht vor allem dein Portemonnaie. Oder beim Paulus ist es vor allem um die finanzielle Versorgung ein Stück weit auch gegangen. Und die wird gerade vielleicht im Leben von der einen von uns in den nächsten Monaten auch nicht mehr gleich satt sein, wie sonst üblich. Für viele Firmen wird es, je länger sich die Situation zieht, irgendwo auch knapp. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sind plötzlich Themen, wo sich auch andere, die immer das Gefühl haben, ich habe einen sicheren Job, plötzlich damit beschäftigen müssen. Ich glaube, für die meisten von uns wird es zum Glück noch nicht gerade existenziell, aber trotzdem spüren wir alle, dass die Situation anders ist. Und vieles, was wir vorher so als selbstverständlich angeschaut haben, plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Und der Paulus war auch in so einer Situation ungewiss, eben vieles nicht mehr selbstverständlich, ist gefangen, ein bisschen eingesperrt. Und in dem Innen kann er sagen, hey, in jeder Lebenslage kann ich zufrieden sein. Mir fehlt nichts. Vielleicht denkst du so, ja, einfach gesagt, als da, Paulus, hey, schön, Glück, du hast Glück gehabt, dass es dir so geht. Und ich möchte ein bisschen anschauen, wo das vielleicht herkommt. Und mir ist in diesem Text ein Detail aufgefallen, wahrscheinlich einigen von euch auch schon. Ihr könnt es mir jetzt leider nicht sagen und sagen, hey, ja, ist mir auch aufgefallen. Aber schauen wir es mal an. In diesen Vers wird ein Stück weit ein Prozess sichtbar. Der Paulus fängt im Vers 11 an mit: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Dass er das lernen musste, deutet darauf hin, dass da ein Prozess dahinter ist. Dass da etwas in seinem Leben gegangen ist und dass das nicht etwas ist, wo er schon immer so einfach hat. Und im Vers 12 kommt er ja dann, wo er das wie so ein bisschen genauer erklärt und sagt zuerst: Ich weiß, was es heißt, sich einschränken müssen oder Überfluss zu haben. Es ist für mich nicht ein Schock. Er sagt, ich weiß, wie das ist. Und dann geht es nochmal einen Schritt weiter und im gleichen Vers sagt er nachher, wie so als eine Steigerung, hey, mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Das ist eine Steigerung vom Lernen zum Wissen, zum Vertrautsein damit. Und das Wort, das griechische Wort, das an dieser Stelle mit vertraut sein übersetzt ist, das kann auch bedeuten, oder das kommt vom Wortstamm her von in ein Geheimnis eingeweiht sein. Also der Paulus hat das gelernt und ist in ein Geheimnis eingeweiht worden, wie er zufrieden sein kann. Das war ein Lernprozess. Es war wahrscheinlich auch für ihn nicht immer nur leicht gewesen. Aber jetzt kann er sagen, hey, ich bin damit vertraut. Das ist in meinem Leben Tatsache, dass das so ist. Er kann damit umgehen, wenn er sich einschränken muss. Er kann aber auch damit umgehen, wenn Überfluss zur Verfügung steht. Und durch das hat er am Schluss können sagen, im Vers 13, nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Und damit meint er, hey, in keiner Situation ist es mir unmöglich, zum zufrieden zu sein. Mit allen Umständen kann ich irgendwie umgehen, egal wie schwierig und herausfordernd sie sind. Ich möchte da so eine kleine Randnotiz machen. Paulus sagt nicht nur, er hätte gelernt, mit Einschränkung und Hunger umzugehen, sondern er sagt explizit, er hat mit beidem gelernt umzugehen, auch mit Überfluss. Und ich glaube, wir sind oft so ein bisschen im falschen Denken, gerade wenn wir vielleicht irgendwo einen Mangel erleben, dass wir das Gefühl haben, Zufriedenheit hat mit Überfluss zu tun, mit genug haben oder eben mehr als genug zu haben. Aber diese Stelle zeigt eben ein Stück weit auch, dass wir auch mit dem Überfluss lernen müssen, umzugehen. Und dass wir auch im Überfluss lernen müssen, zufrieden zu sein. Dass das nicht etwas ist, was automatisch kommt. Und ich glaube,
dass einige von uns aktuell wirklich gerade lernen, dass der Überfluss, den wir vielleicht bis vor kurzem hatten, uns eben auch nicht zufriedener gemacht hat, als vielleicht die Situation jetzt, wo wir plötzlich vielleicht ein bisschen einen Mangel erleben oder mindestens ein bisschen eingeschränkter sind. Ich möchte an dieser Stelle ein paar Überlegungen machen, was das für uns oder für dich heute heißen kann. Der Paulus hat da so wie ein Geheimnis gelernt, wie er in jeder Lebenslage zufrieden sein kann. Er hat gesagt, mir ist alles möglich. Ich kann in jeder Situation zufrieden sein. Und ich möchte dich fragen, was macht es mit deiner Gottesbeziehung, wenn die Sachen nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen? Wenn eben vielleicht plötzlich eine Situation kommt, wo du einen Mangel erleidest und der nicht sofort gestillt wird. Findest du trotzdem deine Zufriedenheit? In dem Wort Zufriedenheit ist auch das Wort Frieden enthalten. Wo findest du deinen Frieden? Ist der abhängig von deinen Umständen? Oder kannst du wie der Paulus sagen, hey, in jeder Lebenslage, ich kann zufrieden sein? Möchtest du das lernen, so wie der Paulus können sagen, hey ja, in jeder Lebenslage, ich kann zufrieden sein? Der Paulus ist ehrlich in dem und ich glaube, da muss sich niemand von uns etwas vormachen. Es ist ein Lernprozess. Es ist nicht etwas, wo uns einfach so in den Schoss geht. Es ist etwas, was wir lernen müssen. Aber bist du befreit? Bist du bereit, dich auf den Weg zu machen, um das zu lernen? Das Zweite, in jeder Lebenslage, egal wie schwierig sie ist, sind auch Chancen vorhanden. Und die Frage an dich ist in dieser Situation, was siehst du? Siehst du vor allem den Verlust? Siehst du vor allem die Einschränkung? Siehst du vor allem das, was aktuell nicht möglich ist? Siehst du vielleicht nur den wirtschaftlichen Schaden? Vielleicht deinen eigenen? Oder den für dein Business? Oder siehst du in dem Ihnen auch die Chancen, die vorhanden sind in dieser Situation? Und mir ist wichtig an dieser Stelle zu sagen, hey ja, wir dürfen, wir sollen mit unseren Verlusten, Nöten, Ängsten und so weiter zu Gott gehen. Darum sage ich, ist die Basispredigt von letzten Sonntag, wo uns das auch gezeigt hat, wie wir können mit Bitten und Flehen und mit Dankbarkeit von Gott kommen. Aber in der Dankbarkeit, und darum ist sie auch ein wichtiger Teil in der letzten Predigt, Dankbarkeit hilft uns, eben auch im Schwierigen hinein die Chancen können zu sehen und erkennen. Was sind die Chancen für dich? Vielleicht für deine Familie, dass du mehr Zeit hast mit deiner Familie, einen stärkeren Zusammenhalt, wo du endlich vielleicht auch mehr kannst für Kinder da sein, vielleicht auch musst, aber vielleicht ist das gar keine schlechte Sache. Was sind die Chancen für deine Ehe? Ich weiss, dass das herausfordernd sein kann für die einen, gerade die vielleicht vorher schon ein bisschen ein angespanntes Verhältnis hatten. Aber es ist eben in dem Sinne auch eine Chance, wo du plötzlich dich nicht mehr einfach so einfach kannst, dir aus dem Weg gehen, wo ihr vielleicht mal Zeit habt, zum Anhocken und über Sachen zu reden, die schon immer ein bisschen rausgeschoben worden sind. Oder wo man einfach ein bisschen versucht hat, drumherum zu tänzeln. Eine Chance, um sich wieder mehr einander anzunähern. Oder siehst du in der Entschleunigung eine Chance, in der Ruhe, die vielleicht bei der einen jetzt so ein bisschen einzieht? Weil ganz ehrlich, ich merke, mir tut das mega gut, dass plötzlich fast all meine Übungen frei sind, keine Pläne rum sind. Mein Alltag wird so ein bisschen entschleunigt. Und ich weiß, dass es einigen von uns auch so geht. Und dass bei einigen auch schon Gedanken in die Richtung laufen, hey, will ich, dass mein Leben nachher wirklich wieder genau gleich wird, wie es vorher war? Was möchte ich von dem, was ich jetzt erlebe, mitnehmen in die Zeit nach dieser Krise? Und wir werden das Thema auch bei uns im Gottesdienst sicher noch aufgreifen, weil ich glaube, es ist wichtig, wo wir eine Chance haben, etwas zu erleben, wo wir uns vielleicht schon freiwillig nie so ganz angetan hätten.
Ich bin mir auch bewusst an dieser Situation, dass je nach Lebenssituation, wo du drin steckst, dass das ganz unterschiedlich erlebt wird. Auch gerade für viele Familien weiß ich, dass mit Kind im Schulalter aktuell vielleicht auch viel herausfordernder ist, als es sonst war. Vor allem, wenn man Haushalt, Kind, Homeschooling und Homeoffice alles nebeneinander muss balancieren. Aber es gibt eben auch die es ganz anders erleben. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die erleben, dass sich unfreiwillig ihre Jobsituation völlig verändert. Hey, auch das kann eine mega Chance sein. Du kannst dich entscheiden, um einfach auf den Verlust zu schauen und zu betrauern, aber du kannst darin auch eine Chance sehen. Gott zu vertrauen, dass er vielleicht noch mal etwas Besseres für dich hat. Dass aus dem etwas ganz anderes und Neues kann entstehen. Und ich sehe auch eine Chance für unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Wo plötzlich vielleicht eine neue Art von Tiefe, eine neue Art von Beziehung kann entstehen. Auch gerade vielleicht mit unseren Nachbarn, wo wir irgendwo einander ein bisschen mehr jetzt helfen und ein bisschen mehr Schritte aufeinander zumachen müssen. Neue Chancen, wo Menschen vielleicht auch offener über ihre Nöte, über ihre Ängste reden und wo wir von dieser Hoffnung, die wir haben, können erzählen. Wo wir hoffentlich auch offener sind, um über das zu erzählen. Die ganze Welt erlebt aktuell, wie wenig dass wir Menschen effektiv wirklich im Griff haben. Auch die Wissenschaft ist mehr oder weniger machtlos, kann nicht schnell genug reagieren. Sie sind dran, sie machen ihr Bestes. Aber das Ganze löst Fragen aus in vielen Menschen. Und auf diese Fragen, glaube ich, haben wir die beste Antwort, die es gibt. Und ich hoffe, dass wir nicht zurückhalten in dieser Situation, mit den Antworten den Menschen zu erzählen, von dieser Hoffnung ihnen weiterzugeben. Der dritte Punkt, so ein bisschen für das heute, ist die Frage, wo liegt dein Fokus? Weil ich glaube, es ist eine Gefahr von dieser Krise, dass sie unseren ganzen Fokus auf sich lenkt. Aktuell dominiert alles das Thema. Oder? In den Medien gibt es praktisch nur das Thema. In den sozialen Medien geht es um das. Es werden Theorien und Spekulationen umgereicht und so weiter. Und all das versucht, den Fokus auf sich zu richten. Versucht, unseren Fokus zu fangen, dass wir uns auf das konzentrieren. Und ich meine, es ist wichtig, dass wir uns informieren und alles. Das will ich gar nicht sagen. Aber die Frage ist, wo liegt unser Hauptfokus in dem Ganzen? Was ist der Fixpunkt, wo wir darauf schauen, wo wir uns daran orientieren? Nur an den Medien oder nur an dem, was die Virologen und Epidemiologen und so weiter sagen? Oder haben wir unseren Fokus ganz auf Jesus gerichtet? Was wird sich vielleicht in deinem Leben ändern, wenn du deinen Fokus jetzt in dieser Situation voll auf Jesus richten? Und da kommen wir mal so ein bisschen zum Abschluss von dieser Predigt. Ich habe mich gefragt, was ist das Geheimnis von Paulus? Wie hat er das gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden sein? Wie kann er zu dieser Aussage kommen, hey, nichts ist mir unmöglich? Ist das einfach so ein christliches Positive Thinking, das er hatte? Wo er halt einfach eine gute Einstellung hatte, weil er Christ war? Ich bin überzeugt, es steckt viel mehr dahinter und ich möchte das mit euch zum Schluss noch anschauen. Es sind zwei Sachen, die mir aufgefallen sind in dem Inne. Der eine Teil ist schon drin gestanden in dem Text, im Vers 13, so der Schluss, wo es heißt, weil der bei mir ist, mich stark macht. Paulus hat gewusst, dass er in dieser Situation nicht allein ist. Er hat gewusst, woher dass seine Kraft kommt. Er hat in dieser schwierigen Situation nicht auf seine eigene Kraft gezählt, sondern auf die Kraft von Gott, die bei ihm ist. Er gewusst, dass Jesus mit ihm ist. Und auch, ich bin überzeugt, der Lernprozess, den wir gesehen haben in diesen Versen, der hat weniger damit zu tun gehabt, dass der Paulus einfach oft in so Situationen gekommen ist, bis er es dann endlich irgendwann einmal gecheckt hat, sondern er hat viel mehr damit zu tun gehabt, dass er hat lernen musste, dass die Kraft von Gott ein Teil ist in seinem Leben, dass er Jesus an seiner Seite hat, mit ihm kann unterwegs sein kann. Und dass er immer mehr hat die Wirksamkeit in seinem Leben entdecken und hat lernen, wie er sich auf die Kraft Gottes abstützen in seinem Leben. Immer mehr hat lernen, von seiner eigenen Kraft loszulassen
und sich wirklich auf die Kraft von Gott abzustützen oder bei ihm Kraft zu holen. Und er sagt klar, Jesus ist es, was ihn stark macht. Aus dieser Verbundenheit mit Jesus hat er Kraft geschöpft. Wir haben letzten Sonntag einen Weg kennengelernt, wie du dort kannst Frieden holen kannst. Und ich glaube, wenn du den Frieden schon hast in deinem Leben, dann kommt automatisch die Kraft mit dazu. Und das Zweite, was mir da aufgefallen ist, hat, wo ein Stück weit auch ein Geheimnis ist, wo ich heute möchte, wo wir anschauen möchten, liegt in dem hinein verborgen. Und es ist über den ganzen Philipper offensichtlich, wer Jesus für den Paulus war. Leset mal den ganzen Philipper durch. Es sind 4 Kapitel. Es ist nicht viel. Aber es wird euch deutlich werden, wie die tief und wie innig die Beziehung von Paulus zu Jesus war. Für den Paulus war Christus alles. Er hat einen einzigen Fokus in seinem Leben. Das war Jesus. Er hat alles auf ihn gesetzt. Sein Leben war voll und ganz auf Jesus ausgerichtet. Und ich glaube, in dem liegt das Geheimnis, wie Paulus zu diesen Aussagen kommen konnte. Weil wenn Jesus in unserem Fokus ist, dann rücken alle anderen Sachen in unserem Leben an ihren richtigen Platz an. Dann nehmen sie nicht zu viel Raum ein. Dann lenken sie uns nicht zu fest ab. Dann werden sie uns nicht zu wichtig, wenn Jesus unser Fokus ist. Er weist allem in unserem Leben den richtigen Platz zu. Ich möchte euch zum Schluss von dieser Predigt einen Abschnitt vorlesen aus dem Philipper. Und wir gehen nachher, die Band wird in dieser Zeit auch ein Lied anfangen zu spielen. Wir lassen den Text nachher ein bisschen stehen, dass du nochmal darüber nachdenken und das auf dich wirken lassen. Hey, red mit Jesus darüber. Über das, was du liest, wie das ist in deinem Leben. Es ist Philipper 3, die Verse 8 bis 11. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Lord. So you are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Das Geheimnis bei der Paulus können sagen, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Nichts ist mir unmöglich, keine Situation ist für mich irgendwo nicht aushaltbar. Liegt drin, dass Jesus für ihn alles war. Er hat erkannt, dass weder sein Frieden noch seine Zufriedenheit irgendwo außerhalb von Gott zu finden ist. Er hat erkannt, dass das etwas ist, was er nicht aus seiner eigenen Kraft braucht, sondern dass er Gott braucht, der ihn mitnimmt auf den Lernprozess, der ihn an der Hand nimmt und sagt, hey, wie geht du das durch? Du kannst es lernen. Schau auf mich. Wenn du dich nach dem Frieden und dieser Zufriedenheit für dein Leben sehnst, dann möchte ich dich auf ein Gebet mit einladen, zum Mitbeten. Du kannst das jetzt nachher gerade vorbeten, du kannst das bei dir daheim in der Stube mitbeten. Und wenn du gern ein persönliches Gebet hättest mit unserem Gebetsteam, dann sind sie auch für dich da. Es hat so einen Button auf unserer Seite, wo du draufklicken kannst, wo Leute nachher 1:1 mit dir beten. Dich kurz werden fragen, hey, für was können wir für dich beten? Dann werden sie für dich beten. Aber wenn du den Frieden willst in dein Leben einladen, wenn du die Zufriedenheit möchtest erleben, wenn du ein Leben möchtest leben, das unabhängig ist von deinen Umständen, dann lade ich dich ein, um jetzt mit mir mitbeten. Jesus Christus, ich sehne mich nach deinem Frieden und dieser göttlichen Zufriedenheit, die unabhängig ist von meinen Umständen. Und es tut mir leid, wenn ich das bisher überall sonst gesucht habe. Ich habe es nicht gefunden. Bitte komm in mein Herz. Erfüll mich mit deinem Frieden und deiner Kraft, die es mir erlaubt, selbst in den schwierigsten Situationen stark zu sein. Ich möchte deinen Weg gehen und auf dich vertrauen. Komm du in mein Leben, bist du Teil von meinem Leben. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit rein. Bleibe drin rein. Nutze diese Zeit, um einfach für dich und mit deinem Gott hinein zu sein. Du kannst in dieser Zeit auch die Bibel aufschlagen, vielleicht anfangen zu lesen in dem Philipper. Bett in dieser Zeit. Nutze die Gemeinschaft oder die Zeit, die wir so noch zusammen haben.